Ja, hier nebenan hörte ich gerade Hörmon Bento. Ja, hören Sie mal ein bisschen zu, liebe Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Hier ist wieder der Klaus-Peter, nicht mit dem Floh im Ohr. Ja, den habe ich sowieso immer. Hier sitze ich wieder in der Oma- und Opa-Ecke und möchte euch ein paar Texte vorlesen, und zwar heute von Rilke, von Busch und von Theodor Storm. Ich hoffe natürlich, dass es euch gut geht und ihr vorsichtig mit diesen ganzen Lockerungen, die wir im Moment genießen können, wieder genießen können, umgeht. Wir tun auch unser Bestes und deshalb stecke ich jetzt wieder eine Kerze mit euch an. Ich habe auch eine passende Kerze gefunden, die wieder in diesen wunderschönen Kerzenhalter passt, den ich mal aus Dänemark von einer befreundeten Familie bekommen habe. Ist das nicht schön? So, da wollen wir uns gemeinsam dran erfreuen. Das Licht habe ich jetzt etwas höher gestellt. Jetzt setze ich meine Sonnenbrille, nein, meine Brille auf. Ja, ich bin ein bisschen albern. Aber alles Alberne macht der Mai. Maitag, still. Ich höre, wie an Geländen leicht der Wind vorüberhüpft, wie die Sonne Strahlenenden an Syringendolden knüpft. Stille rings, nur ein geblähter Frosch hält eine Mückenjagd, und ein Käfer schwimmt im Äther, ein lebendiger Smaragd. Im Geäst spinnt Silberrhomben, Mutter spinnet Zoll um Zoll, und von Blütenhekatomben hat die Welt die Hände voll. Rainer Maria Rilke, 1896. Und jetzt kommt Wilhelm Busch. Chor der Kahlköpfe. Es gibt ja so viele Kahlköpfe im Moment. Einige sind echt und andere sind künstlich. Ne? Gut. Chor der Kahlköpfe. Wir armen Kahlköpfe sind gar nicht so dumm. Wir haben kein Haar mehr und wissen warum. Viel garstige Stunden im wandelnden Jahr, die warfen uns borstige Kletten ins Haar. Wir zupften und rupften mit Weh und mit Ach, wir zogen die Kletten, die Locke kam nach. Ja, garstige Stunden, die rupften uns sehr, doch nahmen die Guten uns leider noch mehr. Die heimlichen, süßen, die Rosen bekränzt, Barkanttisch den schaumenden Becher kredenzt, die haben hingaukelt ums trunkende Haupt und schmeichelt und schelmisch die Locken geraubt. Verweht sind die Rosen, der Winter will nahen, wir müssen schon wieder ne Pelzkappen hahen. Wir fassen für Ärger uns gerne beim Schopf und finden kein einziges Härchen am Kopf. Wilhelm Busch. Junge Liebe, Mai, der Mai hat ja auch was mit Liebe zu tun. Und da hat Theodor Storm etwas zu geschrieben. Ja. Junge Liebe, aus eigenem Herzen geboren, nie besessen, dennoch verloren. Ihr Aug ist blau, nachtbraun ihr lockicht Haar, ein Schelmenmund, wie jemals einer war. Ein launisch Kind, doch all ihr Widerstreben bezwingt ihr Herz, das mir so ganz ergeben. Schon lange sitzt sie vor mir, träumerisch, mit ihren Beinchen baumelnd auf dem Tisch. Nun springt sie auf, an meines Stuhles Lehne hängt sie sich schmollend ob der stummen Zähne. Ich liebe dich. Du bist sehr interessant. Ich liebe dich. Ach, das ist längst bekannt.
Ich lieb Geschichten neu und nicht erfunden. Erzählst du nicht, ich bin im Nu verschwunden. So hör, jüngst träumte mir, das ist nicht wahr. Wahr ist's, mir träumt, ich sehe auf ein Haar. Die ich selbst straß auf und ab in Prachtgewändern, an eines Mannes Arm gemächlich schlendern. Und dieser Mann, der war nicht ich. Du lügst, mein Herz, ich sah dich sicherlich. Ihr senktet Aug in Auge voll Entzücken, ich stand seitab, gleichgültig deinen Blicken. Der Mutter sag ich's, ruft das tolle Kind und springt zur Tür, da hasch ich sie geschwind, und diese frevelhaften Lippen müssen, was sie verbrochen, ohne Gnade büßen. So, das war meine heutige Abendlesung. Und jetzt habe ich gerade gesehen hier, dass meine Verbindung irgendwie gekappt ist. Ich hoffe, dass trotzdem alles geklappt hat. In dem Sinne, bleiben Sie gesund, bleibt ihr gesund und bis bald. Ein schönes Wochenende und tschüss. Ja, nun geht das gar nicht.